heute vor, uns über das Thema Führen mit Zielen uns auseinanderzusetzen. Und dieses Thema soll ganz bewusst nicht fair führen mit Zielen sein, sondern ich will Sie mitnehmen auf die kleine Reise, was meint dieses Thema Führen mit Zielen. Man kann jemanden an der Hand nehmen, man kann etwas an der Hand nehmen, man wird immer wieder geführt und wenn Führung überhaupt im Spiel ist, dann geht das Ganze immer zusammen mit Verantwortung. Führen heißt auch Verantwortung übernehmen, Verantwortung tragen. Führen mit Verantwortung und heute ganz besonders ausgerichtet auf Ziele. Und es gibt diesen wunderschönen Satz, wenn du ein Schiff bauen willst, dann such dir keine Leute, die arbeiten, sondern such dir Leute, die deine Sehnsucht mit übernehmen. Weil, wenn ich Leute habe, die meine Sehnsucht teilen, dann werden sie auch selber aktiv. Und das ist auch ein Teil dieses Themas Führen mit Zielen. Ziele brauche ich, werden wir heute Nachmittag in verschiedenen Bereichen erzählt bekommen, in vielerlei Hinsicht. Und wir haben ganz unterschiedliche Funktionen von Zielen, da werden wir uns auch damit auseinandersetzen. Die wichtigste Person, für die ich also verantwortlich bin, bin ich immer selber. Und erst wenn ich dieser Verantwortung genüge, dann kann ich auch verantwortlich für andere sein. Und außer für Menschen kann ich natürlich Verantwortung für Strukturen übernehmen. Ich kann sagen, wer sich selber im Griff hat, der kann auch anderes in den Griff bekommen. Rücksprache führen, das ist Motivation, denke ich, dass das Ziel erreicht ist. Absolut. Ach so, jetzt habe ich überhaupt erst verstanden. Ja klar, klar. Wenn ich dann dort angekommen bin, wenn ich also etwas erreicht habe, dann muss ich natürlich, ich habe jetzt zum Beispiel vorher die 5, 6, 7 Turniere genommen, wo ich den Platz in einem ganz besonders guten Zustand haben möchte, um mich einfach zu präsentieren. Wenn ich das erreicht habe, dann muss ich das natürlich in irgendeiner Form auch mit den Mitarbeitern feiern. Die Feier heißt ja nicht, dass ich da eine riesen Veranstaltung machen muss, da reicht ja oft schon eine gemeinsame Brotzeit oder ein gemeinsames Grillen im Sommer oder sonst irgendwas. Aber klar, natürlich, ja klar. Also Ziele, die ich erreiche, muss ich natürlich dann auch als erreichte Ziele dokumentieren. Meilensteine. Genau. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für das lebensnahe Referat, das schöne Referat. Das hat mir sehr Spaß gemacht, für jeder und für sich, für den Betrieb. Ganz viel wirklich auf das Leben überhaupt drin, die Kommunikation. Wie Sie einmal sagen, man kann nicht kommunizieren. Das waren sehr schöne und gute Dinge. Besten Dank. Dankeschön.